Ja, der Song «Bei deinen Füßen», ich würde sagen, das ist für mich ein Herzenssong, definitiv. Und ich glaube auch ein bisschen meine Liebesgeschichte mit Jesus. Die hat angefangen bei seinen Füßen. Und mit seinen Füßen meine ich natürlich eher ein symbolisches Bild. Man könnte auch sagen, ich hocke bei ihm auf die Schoss oder ich gehe ins Allerheiligste. Für mich ist es einfach der Ort, wo ich und Jesus alleine sind zusammen. Es kann im Wald draussen sein, wenn ich spazieren gehe. Es kann in meinem Sessel sein, daheim. Es ist echt der Ort, wo nur er und ich sind. Und an diesem Ort dort wird alles herausgeboren. Als ich das anfangen zu entdecken, dass ich einfach zu Jesus gehen darf und dort mir selber sein darf, dort habe ich Wiederherstellung erlebt, Restauration erlebt, Heilung erlebt. Und ich habe gemerkt, dass ich einfach zerbrechlich sein und verletzlich darf sein und meinem Jesus so meine Liebe kundtun. Und im Gegenzug hat Jesus mich beschenken mit seiner Liebe über meinem Leben. Er hat ja, im wahrsten Sinne des Wortes sein Öl über mir ausgegossen. Oder? Oft sagen wir, ja, wir schenken uns Jesus, aber er möchte sich noch viel mehr uns verschenken, damit wir wissen, wie fest dass wir geliebte Söhne und Töchter sind, damit wir rausgehen und seine Werke tun, eben getrieben von dieser Liebe. Und das ist wirklich so etwas Gewaltiges für mich, zu merken, auch, dass wenn ich mit ihm alleine zusammen bin, dann werden die Sorgen um mich herum klein. Ja, sie verblassen neben seiner Gegenwart. Und auf einmal merke ich, dass ich einfach in diesem Zustand auch keinen Mangel empfinde. Also das ist wie, ich kann viel haben oder wenig, aber es ist wie kein Mangel da in diesem Moment. Und das ist so etwas Wunderbares. Schon der König David war ein König, der die Gegenwart zum Herrn extrem hat geliebt und extrem hat gesucht. Es gibt so 2 Psalmen, die das ganz speziell betonen. Das ist der Psalm 27 und der Psalm 84, wo er sagt, nichts mehr sehne ich mich, als bei dir zu sein, in deiner Gegenwart, als an dem Ort zu wohnen, wo du bist, Herr. Und Gott hat David auch einen König genannt nach seinem Herz, also einen Mann nach seinem Herz. Ich glaube, Gott liebt es, wenn wir aus seinen Füßen heraus leben und aus seinen Füßen herausgehen. Ja, und ich würde auch sagen, das ist so das, was mein Antrieb ist in meinem Alltag. Es ist meine Sehnsucht, mit ihm Zeit zu verbringen. Es gibt für mich keinen schöneren Moment als Zeiten mit Jesus allein. Und es sind auch die Momente, die ich nicht mehr missen könnte. Ich habe wirklich eine Sehnsucht, dass Tag und Nacht von meinem Leben ich mit ihm in dieser Gemeinschaft sein kann und dass das wie nie mehr verloren geht. Ja, und darum würde ich sagen, ist das wirklich so eine Liebesgeschichte, die Geschichte bei seinen Füßen zu wohnen und eine Maria zu sein, die bei seinen Füßen lebt. Genau.